weiß nicht, wie ich dir das sagen soll. Vorfahren erstmals die mörderische Kraft von Stein und Knochen in diesen Hirten verlassen. Im Namen Gottes. Herzlich willkommen zurück bei Fallout 3. Wir werden uns nun auf den Weg begeben in Richtung dieser Todeskrallen-Dinge, Bums, Bams, Bims. Und wir sind eigentlich relativ gut ausgerüstet dieses Mal. Den Fatman kalten uns noch ein bisschen vorerst. Wir müssen jetzt ein bisschen taktieren. Ich weiß jetzt bitte nicht, was da auf uns zukommt. Die Stimpaks haben wir auf 4. Die Splittergranaten da wir daher. Den Raketenwerfer da wir daher. Die Minigun da wir daher. Und in Fatman nehmen wir eigentlich nur im aller letzten Notfall. Genau. Wir haben nur 9 Raketen und mit dem müssen wir ein bisschen oder 9 Geschütz oder so Raketen, Fatman-Raketen. Und mit dem müssen wir ein bisschen haushalten. Jetzt hat sie uns gesehen, aber wir haben noch keine Trefferchance. Wenn wir mal die haben, gehen wir die nächste an. Wir gehen das jetzt systematisch an. Der ist weiter im Gang. Scheiße. ...53 Erfahrungspunkte. Sau geil. Okay. Dieses war die erste. Mann, für das, dass das Spiel schon so alt ist, schaut es ja irre gut aus. Shit! Wie du siehst, sie sind sehr intelligent eigentlich. Hoppala. Au! Da kommt noch was. Nein, nicht. Ich will nicht. Dreckiger Bastard. Sind wir noch immer zu schwach für den Scheiß da herum? Das kann so nicht sein, oder? Gut, lad bitte Name.
Wir haben nur eine einzige Granate. Und sehr, sehr wenige Stimpaks. Jetzt hat sie uns gesehen. Bitte funktionier. Sehr gut. Ich hoffe, das funktioniert. Ah! Und das Leid geht weiter. Sehr gut. Gleich mal mit Mirelurks. Weil ich sonst nichts anderes zu tun habe. Was macht man jetzt? Da. Bin ja wieder mal super geil vorbereitet, dir sag es. Ich brauche andere Waffen, aber was für eine? Die da. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass die da laufen können, so. Nein, wurscht. Speichern. Jeder Fortschritt muss gespeichert werden. Wie viele Stimpaks haben wir denn jetzt noch? Nicht mehr viel wahrscheinlich. Gar keins. Noch besser. Brahmin Steak. Ja, für dabei ist der Raketenwerfer wohl das einzig Beste, was wir haben im Repertoire. Der ist daneben, ja. Shit. Solange uns jetzt nur diese Todeskralle entgegenkommt, mache ich mir noch keine Sorgen. Aber bei den anderen wird es ein bisschen kritisch. Jetzt da. Jetzt da. Weil jetzt hat sie nämlich einen direkten Kurs zu uns eingeschlagen. Schickst du die Laptop durch, als war das nix, gell? Hoppala. Mädel. Ah! Wir haben nichts, wir haben keine Stimpaks mehr. Ja, jetzt sind wir hin.
Okay, jetzt sind wir hin. Ähm... Ich bin gerade mal überlegen, ob wir nicht nochmal zurückreisen und uns ein bisschen aufbessern mit unseren Vorräten, was wir haben. Wie schaut es jetzt eigentlich bei der Rüstung aus? Ja, der hat ein bisschen was angekriegt. Warte mal, jetzt probiere ich was aus. Ich speichere da zuerst. Toll! Was ist denn da hinten? Können wir da irgendwas entdecken, so nebenbei, ne? Nuka-Cola. Dieser Briefkasten ist leider leer. Oh Gott, schaut euch das bitte an. Da wuselt so gleich ein überdimensionierten Tieren. Bitte Geräusche. Na. Hm. Ich weiß, dass wir angeschlagen sind. Sorry, Spiel, aber was der wie das ist. Speichert man da nochmal? Was war das? War das einmal eine Stadt? Oder was war das einmal? Super! Okay, die hat's nicht überstanden. Sehr gut.
Na, 6 Granaten ist auch nicht mehr viel. Ich glaube, wir werden... Trotzdem einen kleinen taktischen Rückzieher machen. Uns in Läden aufwerten. Und dann kehren wir zurück und versuchen in den Wald vorzudringen. Oh, der ist da. Wo ist da bitte Wald 82? Ich sehe ihn nicht. Ah, da! Oder? Mei. Ich Backpfeife über sich dann wieder. Na gut. Gut. Nur was mich wundert, dass es müsste nur eine Sache triggern aus Vault 101, aber wo und wann? Jetzt, wo ich weiß, dass dieses Ding wirklich tot ist, geht's mir schon viel besser. Na bitte. Ja, Alter, wir sind angeschlagen, das ist ja unglaublich. Sie sind offensichtlich verwundet. Dürfte ich Ihnen... Nein, darfst du nicht. Jetzt schlafen wir mal 24 Stunden. einen alsbaldigen Arztbesuch ans Herz legen? Nein, darfst du nicht. Schön, Sie gesund und wohlbehalten wie... Wieder zu sehen. Den müssen wir mitnehmen. Ab den haben wir nämlich komplett vergessen, dass wir den haben. Den müssen wir mitnehmen. Und... haben wir nichts zum Feilschen, sag. Nö. Große Waffen und Sprengstoff. Okay, Lederrüstung, Kampfrück. Feilschen, da haben wir's. Nö, so können wir unser Mädel doch nicht ausrücken lassen. Gut, ab nach River City. Weil ich vermute mal, dass die dort alles haben, was wir brauchen. Klack, klack, klack,
Klack, klack, klack, klack, klack. Klack, 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 klack. Oh, das hätte ins Auge gehen können. Morgen. Ja, guten Morgen. Ah, sowas Freundliches. Okay, das ist der Sie sind alle Waffenhansch. bei Gary frühstücken. Aber wenn man... Das hier ist das Waffengeschäft Flak and Shrapnel. Leicht zu merken, was? Sehen Sie sich um, falls Ihnen etwas gefällt. Ich bin gleich hier drüben. Warte mal kurz. Ja, Sie müssen etwas töten, nicht wahr? etwas. Ist ein bisschen übertrieben. Untertrieben. Ich habe mir was einlassen und das möchte ich jetzt da, ja. Mini-Atombomben holen wir uns auch gleich ein paar. Impulsgranaten, die machen ja keinen Schaden. Okay. Was können wir denn dem zurückgeben? Der kriegt jetzt viel Geld für uns. Elektronenladenteil, bitte was? So, da. Was kann man denn noch verkaufen? Haben wir nichts mehr. Okay. Wir akzeptieren das jetzt einfach. Ein mal. weiterer zufriedener Kunde. Ich muss mich beeilen. Falls Sie mehr Munition brauchen, wissen Sie ja Bescheid. Ja, natürlich. Ist ja nicht schwer zum Außerfinden. Aber jetzt Es hat ist einen guten Grund, dass abgeschlossen ist. Also keine dummen Ideen. du, wir haben gerade was. Ich sage schon nichts mehr. Es ist schön, Sie wiederzusehen. Sind Sie auf Ja. der Suche nach einem Quickfix? Noch ein Quickie immer. Was haben Sie zu verkaufen? Wir haben alle Arten von Medikamenten. Ja, sehr schön, wenn du das hast. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie sonst noch etwas brauchen. Sie werden bestimmt bald wieder hier sein. Ja, ja, begrüße. Willkommen bei Flak and Shrapnel. Wir haben die besten gottverdammten Waffen weit und breit. Darf ich mich Ihnen vorstellen? Ich heiße Gary Staley und bin Gourmetkoch und Feinschmecker. Ich werde Ihre Mahlzeit zubereiten. Meine Spezialität sind Meyer-Lurk-Kuchen. Mein Deguan ist allerdings auch sehr beliebt. Ja, das gefreut mich. Ich bin hungrig. Hier ist unsere Speisekarte. Stimpack, wenigstens was. Jetzt schau ich nur grad, ob wir irgendwas finden da bei ihm, was uns ein bisschen was zurückgibt. Wilde Punga Punga, Hunger. So, einkauft haben wir jetzt Danke. genug. Vielen Dank für den Besuch in Gary's Galley. Ja bitte.
Es war mir ein Gestern gab's Vergnügen. irgendeinen Kampf in der Stadt. Willkommen im Potomac Attire. Ich glaube, ich habe Sie hier drin schon mal gesehen. Sagen Sie Bescheid, sobald Sie sich entschlossen haben, etwas zu kaufen. Ja, bitte. Da. Sie kommen sofort zur Sache. Das gefällt mir. Ja, immer doch, immer doch, immer doch. Man tut sein Bestes. Danke. Ja, gern geschehen. Bis bald. Die Torwache meinte, es wurde überall... Okay, Gegenstände. Wir haben jetzt da noch schnell Zeit, dass wir da ein bisschen was reparieren. Okay. Der Raketenwerfer ist relativ gut benannt. eine Stunde lang geschossen. Deswegen bin ich froh, hier zu sein. Gutes, altes Rabbit City. Ah, Ich auch. Sehen Sie sich um. Ich habe alle möglichen Sachen hier. ja, bitte gern geschehen. Ich habe von allem etwas. Diese ganzen Cantelli und die Sachen, die machen wir später. Impulsgranaten, die bringen mir nichts. Kampfhelm bringt mir auch nichts. 8 Stimpaks, was haben wir da herinnen? Mit denen rüsten wir uns noch aus. Und, warte mal, was hat denn der da noch? Schrotpatronen, das brauchen wir alles nicht. Okay. Mit so jemandem macht man gerne Geschäfte. Bis dann. Nichts dringt durch diese Sehr Wände. fein. Da zu ihm müssen wir. Sie haben wohl beschlossen, sich den Laden anzusehen. Falls Sie etwas von diesen Sachen wollen, rufen Sie einfach nach mir. Sie müssen etwas töten, nicht wahr? Na, was kitzeln. Natürlich will ich was umbringen. Ein weiterer zufriedener Kunde. Falls Sie Ja. mehr Munition brauchen, wissen Sie ja Bescheid. Na, ich brauche eigentlich nichts mehr. So, jetzt gehen wir den Raketenwerfer noch reparieren. Sehr gut, jawohl. Sämtliche Auffälligkeiten bitte mir oder einem Sicherheitsbeamten mit. Haben Sie sich schon entschieden? Ja, Sie müssen etwas töten, nicht wahr? ja, viel zu viel eigentlich. Bah. Ein Danke. weiterer zufriedener Kunde. Okay. Sie müssen Nein. etwas töten, nicht wahr? Ja, wissen wir schon. Ciao. Falls Sie mehr Munition brauchen, wissen Sie ja Bescheid. Sehr gut. Das ist aber der falsche Weg. Wir müssen da auf. Morgen. Morgen. So, und jetzt zurück. Und jetzt zurück da in Richtung Vault 91, 97. Vault 92, Entschuldigung. Ja, super, jetzt sind wir nicht mehr gut ausgeruht. Was? Das kann zwar nicht sein. Okay, eins nach dem anderen, eins nach dem anderen. Kleidung. Dann machen wir nämlich 5 Punkte mehr Schaden, was? Jetzt werden wir mal nur schauen, wo wir uns da am besten vorarbeiten.
Na komm. Nein, Mädel, so stark bist nicht. Old Olney. Na gut. Und jetzt werde ich alle 3 Minuten speichern. Speichern? Ich hab's euch gesagt, das wird speichern, speichern, speichern. Ist zwar jetzt nicht die allerfeinste Art, die ich da betreibe, aber wie du siehst, sie hilft. Ich hoffe jetzt halt nur, dass da... Oh Gott, da unten sind ja auch Todeskrallen. Warte mal, ich will nochmal laden. Wenn ich das gewusst hätte, dass der Fatman die wohl beste Waffe hier gegen die Todeskrallen ist, hätte ich ihn schon weit früher genommen. Kommt man hier hinein? Nö. Was ist da hinten? Da war was. Toll. Du Drecksau. Ist zwar jetzt ein bisschen unfair, was ich da mache. Aber
Wenn's hilft, gell? Toll. Was hat die Todeskralle jetzt vor? Haben wir da jetzt schon alle oder nicht? Nein, die Kanalisation will ich noch nicht. Ich weiß, dass da unten nämlich auch noch welche sind. Aber das machen wir erst dann, wenn wir richtig... Wir kommen da sicher noch einmal her und vorbei. Okay, jetzt können wir den einmal wegtun. Da durch Umi. Da können wir nirgends hinein. Auch schade. Aber wo war jetzt die Vault? Ah, die haben wir da markiert, glaube ich. Ja. Weil nötigenfalls können wir uns da unten auch ausruhen. Ein bisschen zumindest. Solange bis wir halt wieder fit sind. Und jetzt hinein in die nächste Vault. Ja, wir müssen dort dann nochmal in die Kanalisation, hilft nichts. Aber das machen wir später. Vault 92, wo bist du? Da ist auch noch irgendwas. Schauen wir uns später an. Oh. Wie viel Platz haben wir denn im Inventar? Ja, genug. So, und jetzt bewaffnen wir uns wieder. So. Professor Malleus, okay. Bisher verläuft das Experiment genau wie geplant. Wir setzen die Ansässigen über das Lautsprechersystem weißem Rauschen mit extrem niedriger Frequenz in regelmäßigen Intervallen aus. Der Einsatz des schalldichten Aufnahmestudios und der Musiker war eine gute Idee. Ich ziehe den Hut vor dem Scharfsinn des Vault-Tec-Auswahlkomitees. Aha. Das haben die Leute mit Ultraschall oder mit Schall deppert gemacht.
So. Wow. So, komm her, lass uns tanzen, Baby. Hoppala. Reaktorraum, okay. Mirelurks und Fliegen. Bin mir jetzt nicht mehr sicher, ist das da oder in New Vegas mit diesem einen Vault, der unter Wasser steht? Bin mir jetzt nicht mehr so ganz sicher, aber ich glaube, das ist in New Vegas. Ja, Hallöchen, mein König. Na, du schaust, ha? So. Ist schon blöd, wenn man hängen bleibt, gell? Na, das braucht man nicht. Aber ich habe da gerade ein funktionierendes Terminal gesehen. Technikerprotokoll, oh, Problemticket, okay. Oh Gott, Reparaturnotizen von Techniker Karl Maynard. Ich habe es Zack nicht nur einmal, sondern schon 1000-mal gesagt. Hör auf, im Beleuchtungsnetz auf Ebene B die Vorschaltgeräte mit höherer Amperezahl zu benutzen. Sie überhitzen und brennen in nur wenigen Tagen durch, weil die Stromhähne da oben nicht korrekt installiert wurden. Ich musste 37 Vorschaltgeräte mit Typ K09A austauschen und für jedes einen Stromrichter einbauen. Ich werde die verpassten Abende mit dieser sexy rothaarigen Violinistin aus Frauenschlafsaal 7.6 Arbeitspunktekonto in Rechnung stellen. Okay. Details überschrieben. Oh Gott. Seltsamer Geruch im Klimaanlagensystem. Techniker Zack Foxworthy. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Das war krass. Als Voltec die Anlage hier baute, wurde scheinbar entschieden, dass das Deponiesystem der Abfallentsorgung parallel zu den Klimaanlageschächten zu legen. An einigen Stellen korrodiert die Luftführungsanlage nun bis in die Abflussrohre, sodass jetzt Abfallprodukte in die Entlüftung sickern und den Gestank in den Männerschlafsälen 1, 2 und 5 verbreiten. Und so musste ich da reinkriechen und umfangreiche Flickenarbeit leisten.
Karl Menard. Wandschäden auf Ebene D. Laufend. Ich habe Spannungsrisse und Wasserlecks in 3 Bereichen auf Ebene D. Ich kann nur rückschließen, dass es irgendwo in der Nähe eine unterirdische Quelle oder einen See gibt, der Druck auf die Betonwände ausübt. Ich habe die Spannungsrisse bereits geflickt und sie mit Metallplatten verstärkt, die wir normalerweise für den Fußboden verwenden. Ich schlage vor, wir rufen alle Techniker zusammen, um gemeinsam nach einer permanenten Lösung zu suchen, da wir andernfalls bis zu den Knien oder schlimmer im üblen Grundwasser versinken. Quietschender Bürostuhl. Aha. Diesem überaus ernsthaften Notfall hat sich sofort unser Elite-Techniker-Team angenommen. Umgehend eilten wir in Professor Malleus Büro und brachten den Flüssigschmierungseinspritzer zum Einsatz, in der Hoffnung, den uns drohenden Untergang abzuwenden. Okay, erledigt. Wir haben seinen verdammten Stuhl geölt. Es ist wirklich notwendig, für so einen Scheiß ein Problemticket einzureichen. Oh Gott, ja, das ist aber die Realität. Bei den wirklich wichtigen Dingen braucht man kein Problemticket, aber bei den wirklich unnötigen Dingen, ja, eh schon wissen. Au! Ich würde sagen, die haben da unten mehr als wie nur ein Problem gehabt. Klassenzimmer, Equipment Room. Ach, ist die süß. Weißt du was, wir geben jetzt einfach eine mit in den Po. Blei im Po, Mexiko. Okay. Soundtest. Okay. Was? Au! Ach, Kenny. Scheiß drauf, Minigun. Und wir bürsten dort einfach einmal durch. Nein! Nein! Ah Gott, Himmel, Arsch und Zwirn. Laut noch! Ah! Alter, da kommt gleich die ganze Familie! Wie machen wir das?
Na bitte, Kreativität ist das halbe Leben, gell? Bitteschön. Werd's glücklich damit. Ähm... Oh. Boah. Oh. Interessant. V9205. Die Situation gerät außer Kontrolle. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung der Vault zeigt Tendenzen von Wildheit. Ich vermute, dass unsere Geräuschexperimente einen schlafenden Teil ihrer Psyche geweckt und ihren primitiven Teil zum Vorschein gebracht hat. Ich habe das Gefühl, dass sich ihre Psyche auf andere Personen überträgt. Es war dumm von mir, die Experimente zu machen. Mehr als 35 Leute sind tot. Wow. Ja, und wieso öffnet er jetzt bitte nicht das Level Dingsbums? Egal. Noch kommen wir so gut durch. Oh. So ist Gedanken. Es ist einfach wunderbar, von all diesen Talenten umgeben zu sein. Ich habe die kleine Alte, die kaum die Violine spielen kann, inmitten der besten Musiker der Welt. Ich kann meinem Glück noch immer nicht trauen. Heute war einfach fantastisch. Ich durfte eine ganze Sinfonie aufnehmen. Haydn-Sinfonie Nummer 3 in D-Moll. Es war einfach wunderschön. Ich konnte mit den anderen Streichern kaum mithalten und trotzdem waren sie total nett. Sie waren keine arroganten Säcke oder so, sondern haben mich ermutigt. Das Beste war aber, dass alles aufgezeichnet wurde und man sich dann über die Studiolautsprecher selbst spielen hören konnte. Ich kann morgen kaum erwarten. Ich habe gehört, wir spielen ein Stück von Dvorak. Oh Gott. Mir ist in letzter Zeit öfter ein bisschen schlecht. Ich fühle mich nach einer Sitzung im Studio irgendwie benommen. Es ist da so stickig drinnen, aber es lohnt sich trotzdem. Ich weiß, dass ich besser werde, allein schon indem ich den anderen Violinisten beim Spielen zuschaue. Es macht ihnen nicht mal was aus, mir ein paar Tipps zu geben. Heute gehen ein paar von uns Mädels in den Freizeitsaal tanzen. Ich hoffe, dieser süße Soundtyp Parker kommt auch. Er ist göttlich. Mehr von So ist Gedanken. Mir geht's gar nicht gut. Ich kann mich nicht konzentrieren. Bin zu Dr. Benissons Büro, aber er sagt, es ist Stress und dass ich mich ausruhen soll. Ich glaube, ich war zu viel im Soundstudio
da. Bin müde. Kann nicht mehr tippen. Zittert. Okay. Bitte was? Bitte helft mir. Okay. Oh Gott. Aber ich Orte. Was? Fall all Hilfe helft mit ich Verstand. Okay. Okay. Passt. Da ist die Kleine durchgedreht. Ist das nicht geil? Da ist sie einfach durchgedreht, die kleine Maus, da drehte sie einfach durch. Ja, holladi und Balthasar, tralali und tralala. Psst, Kenny. Psst, hat er gesagt. Also das werden wir alles in die großen Waffen investieren. Vielleicht haben wir wieder hier und jetzt bessere kritische Treffer. Nö. Action Girl. Nö. Adamantium-Skelett. Finesse. Nö. Die Größe zählt. Ja. Okay. Wir mutieren zu einem Gott. Utility. Also das haben wir gerade. Hä? Ach, da ist auch noch was, schau. Aha. Da waren wir gerade drinnen. Da haben wir echt zerbürstet. Wenn ich doch nur wüsst, wo ich hier gleich hin müsst. Da waren wir auch schon. Genau, das war das Terminal. Ja, da waren wir aber auch schon. Ja, da haben wir Fliege getötet. Wie ein Schweinchen. Okay. So. Oh, also das sind Pfeile, schaut. Bürger des Ödlands der Hauptstadt, hier spreche ich. Three Dog, euer Herrscher, hört und gehorcht. Oh, Entschuldigung, das war für den anderen Sender. Und hier kommt meine Wenigkeit mit den Nachrichten. Ich bekomme immer öfter Meldungen über diese wahnsinnigen Söldner der Talon Company rein. Vor allem aus der Gegend von DC. Haltet euch also von diesen Typen fern. Was ihr auch mit euch tragt, sie werden es haben wollen. Und sie werden euch nicht höflich darum bitten.
Es heißt, dass diese Kerle alles nehmen, was die anderen Söldner ablehnen. Kurz, es gibt nichts, was sie nicht tun würden. Seid also vorsichtig. Danke fürs Zuhören, Leute. Ich bin Three Dog. Auhu! Und ihr hört Galaxy News Radio. Wir sind das radiofreie Südland und... Ja, wir wissen's. Free Dog. Oh. Oh. Ja, das müssen wir mitnehmen. Weil jetzt bin ich nämlich neugierig, was da als schief gegangen ist. Und zwar... Ich kann nicht glauben, was ich entdeckt habe. Vor seinem Tod hat mir ein Mitglied des Sicherheitsteams alles erzählt. Der Aufseher hat diese mörderischen Absichten ohne mein Wissen in der gesamten Vault-Bevölkerung implantiert. Mithilfe der Lautsprecher in den Schlafsälen, anstelle nur der in den Studios, hat er alle Schlafenden dem weißen Rauschen ausgesetzt. Dann hat er Kampftendenzen implantiert, die angeblich direkt von Vault-Tec kamen. Er muss völlig übergeschnappt sein. Ohne Tests, ohne Kontrolle. Ich werde ihn jetzt damit konfrontieren und ihn dafür bezahlen lassen. Die Hälfte der Vault ist tot. Die andere Hälfte kämpft um ihr Leben. Viel Glück uns allen. Und möge Gott unseren Seelen gnädig sein. Okay, ich würde sagen, da hat der Aufseher Top-Arbeit abgeliefert. Zuerst alles schön verheimlichen und vertuschen und Daumen alles drauf und in dem Augenblick, wenn alles ans Tageslicht kommt, okay, da braucht man einen Schlüssel, der wird ja wohl irgendwo mal dumm liegen. Und dann, wenn alles ins Tageslicht kommt, geht's dann racki zacki. Naja, wenigstens der Drogenraum ist gut belegt. So. Braucht man Whisky? Na.